Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast Whistleblower auf Pelzig. Ja, jetzt geht's mal weiter hier, nachdem jetzt die Soldaten da sind und schon mal die ganze Spinne aus dem Weg rahmen, was ich persönlich großartig finde. Oh, hoppla. Ja, macht uns das Leben schon ein bisschen leichter, die Sache, wenn die ganze Freaks aus dem Weg rahmen. Dann müssen wir uns nicht mehr mit denen rumschlagen, das ist schon mal gut. Oh Gott, okay. Also die scheinen schon mit dem Wallrider konfrontiert zu sein, glaube ich. Ich glaube definitiv, dass auf die schon der Walritter wart. Die sind wohl schon zerfetzt worden von Miles Upshore. Beziehungsweise von der Kombi Miles Upshore mit Wallrider. Da ist der Richard Trager nochmal. Ganz ein feiner. Jetzt können wir aber da auch nochmal inspizieren. Ich finde es sehr cool, dass man auch nochmal... mit seiner Lip sieht auch sehr lecker aus. Ich finde es aber sehr cool, dass wir so viele alte Bekannte aus Outlast Ends hier nochmal sehen. Auch wenn teilweise nur tot. Aber trotz allem nicht schlecht. Wir haben die Dödeldeppe wieder gesehen. Wir haben Vater Martin wieder gesehen. Wir haben Valkas Chris gesehen. Wir haben Traeger jetzt wieder gesehen. Also definitiv nicht schlecht, dass wir so die alte Bekannte wieder sehen, aber auch so absolute neue Spinner sehen, wie der Kannibale, der Frank Manera. Habe ich jetzt übrigens immer nachgeguckt, dass der hieß tatsächlich Frank Manera, das war der. Und Eddie Glaskin, der allergrößte Spinner überhaupt in der ganzen Anstalt, würde ich mal sagen. Steht mich doch mal aus dem Fenster lehne und sage, er war hier in der Anstalt der größte Spinner. Speichert. Okay, vorsichtig, ganz vorsichtig. Wir sind jetzt wohl wieder im Verwaltungsbereich oder auf dem Weg zum Verwaltungsbereich, also kurz vor Ende. Ich kann's riechen, ich kann's riechen. Ist kurz vor knappig. Njam, 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 njam. Vielleicht hilft ein Genickzwirbler netter zu sein. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ja, es geht wohl hier wieder in Richtung Verwaltungsblock. Genau. Genau. Das ist das Gebiet. Da waren wir auch schon im ersten Teil. Sind wir nicht sogar... Ja, sind wir nicht sogar hier irgendwo eingestiegen als Miles? Könnte das nicht sein, dass wir sogar hier eingestiegen sind als Miles? Ich glaube. Also ich glaube mich zu erinnern, dass das hier das Anfangsgebiet war, wo dann das Ding plötzlich angegangen ist. Das war alles still. Wir sind hier rumgegangen und auf einmal ist das Ding hier angegangen. Also wir sind auch wieder im Anfangsgebiet von Outlast Ends. Scheint wohl wirklich nicht mehr so weit zu sein. Ganz vorsichtig, ganz leise. Nicht, dass nochmal irgendwas kommt zum Schluss. Da ist noch ein Dokument, was ich lesen kann. Das ist gut. Gibt es ja noch zufällige Batterie. Wundert mich denn, dass man das als Miles nicht gefunden hat. Aber ich glaube, das Gebiet war verschlossen, als ich da mit Miles durchgelaufen bin. Könnte mich ja irren. Und wir lesen jetzt nochmal das Dokument. 3 blinde Träumer. Transferautorisation für Patienten 14306-8, 14279-1 und 14868-1 von Murkoff Psychiatric Systems, Mount Massive nach Murkoff ARD. Zeichnereinrichtung, also die kommen jetzt ans Öffentlich-Rechtliche. Pech gehabt. Warnung Level Triple Schwarz. Sicherheitsprotokoll inklusive chemischer Fixierung, physischer Fixierung und separater adaptiver Überdruckkammern sind für die gesamte Dauer des Transfers zu nutzen. Chemische Stimulation für alles Personal innerhalb von 500 Metern zu den Patienten ist nachdrücklich empfohlen. Kommunikationsversuche sollten als Halluzination angesehen und ignoriert werden. Gesichtsentstellungen sollten nicht als Zeichen von Verlust der Wahrnehmungsschärfe angesehen werden. Sie sind physisch blind, aber nicht unsehend.
Reizend. Anmerkung: Sicherheitsfreigabe für Projekt Walrider ist nicht gültig für Informationen über die Patienten 14306-8, 14279-1 und 14868-1. Eine neue Sicherheitsfreigabe wird ausgeschrieben und ein dementsprechendes Protokoll eingerichtet werden. Okay, das heißt, 3 von den Walrider-Patienten wollen sie jetzt woanders bringen. Na, großartig. Herzlichen Glückwunsch. Wenn man solche Spinner dann auf die Öffentlichkeit loslässt, da halte ich persönlich gar nichts davor. Aber ich glaube, als Miles war man auch schon hier. Da habe ich doch, glaube ich, auch so nach dem Motto gesagt, ich bleibe jetzt hier bis zum Tagesabbruch. Aber der ist ja eigentlich jetzt schon passiert, der Tagesabbruch. Wenn ich mich nicht total irre, dürfte der Tag mittlerweile angebrochen sein und die brennende Kirche, klar, die taucht das alles nochmal in ein etwas düsteres Licht. In ein rotes Licht, in ein orangenes Feuerlicht, aber trotz allem, wir sind am Anfang. Das könnten sogar die Fußspuren von Miles sein. Und ich erinnere mich, da bin ich reingegangen, weil hier sich einer eingeschlossen hat. Das war der erste aggressive Spinner, der uns verfolgt hat hier. Entschuldigung, hat wieder gejuckt an der Nase. Gucken wir uns hier natürlich auch nochmal genau um. Weil jetzt sehen wir wieder genau, was ist Gebiet gewesen, was wir erkunden können als Miles und was war Gebiet, was uns verschlossen geblieben ist. Aber außer Blut hier im Waschbecken und ich hoffe, dass es nur Wasser ist hier in der Toilette, sehen wir nichts anderes. Okay. Genau, du musst mal durchgehen, damit wir hier in den Bereich konnten. Und du ist der Miles dann runtergeschmissen worden auf dem Walkers Chris. Hier, genau. Müsste auch das Fenster kaputt sein. Das ist interessanterweise nicht kaputt. Gerade mal gucken, die Bücherei. Da kommen wir nicht durch, das ist schon versiegelt. Da hinten müsste es gewesen sein, ne? Das war abgebrochen, aber der Chris müssten eigentlich hier rumgeschleudert haben. Huh. Okay. Also ein paar Sachen stimmen hier nett, muss ich sagen. Das zerschmetterte Fenster wird sich wohl kaum spontan neu gebildet haben. Es sei denn, einer von den Spinner ist auf die Idee gekommen, dass er hier Reparaturarbeiten macht. Oder war das hier? Warten wir mal. Ja, genau. Da bin ich zweimal als Miles entlang. Und dann müsste hier... Ach, irgendwo das Fenster kaputt sein, aber das ist intakt. Schade, schade. Das ist leider ein kleiner Logikfehler. Wie ich finde, doch etwas schade. Aber da können wir, glaube ich, auch noch lang gehen. Machen wir uns da nochmal um. Das ist versiegelt. Und da ist die Recreation Hall. Da bin ich als Miles entlang gelatscht. Aber ich glaube, jetzt muss ich nur noch runter zum Ausgang gehen, wo die Soldaten durchgeprescht sind. Das dürften auch die ganze blutige Abdrücke von Miles sein. Interessant und irgendwie heftig, wenn man das bedenkt. Ja. Hier ist schon abgeriegelt. Da vorne ist der Ausgang, glaube ich, frei. Ja, ich erinnere mich noch, da waren dann irgendwo die Mein RTL. Leute. Ich glaube hier oder in dem linken Gang. Da ging es runter in der fiese Keller, wo der Kellerghoul auf uns gewartet hat, aber der ist mittlerweile zugenachelt worden. Okay, wahrscheinlich einfach nur, dass wir in das Gebiet nicht mehr reingehen. Aber das sind schon sehr nostalgische Orte für mich hier. Ach ja. Und hier machen wir 8 Blutabdrück. Nee. Das ist jetzt schade. Ich mag hier nochmal rumlatschen. Und ordentlich in die Subreihe, aber wir machen Blutabdrück. Schade. Schade, schade, dass das zum Schluss jetzt doch nochmal so abbaut, von der Logik her. Und da können wir höchstwahrscheinlich... Mr. Park. Ach. You still alive? Let's make a deal. You help me. I'll help you. Ach, der Mr. Blair. Der Mr. Jeremy Blair, genau. Jeremy Blair, der Vorgesetzte meines Vorgesetzten. Ein Mann, der mich hätte häuten, mit Salz bedecken und vergewaltigen lassen, wenn es eine Beförderung und ein paar Martinis bedeutet hätte. Verletzt. Sterbend, wenn er nicht schon tot ist. Ich bemühe mich, ihn zu bemitleiden. Tue ich wirklich. Aber nie im Leben lasse ich mich von ihm davon abhalten, von diesem gottverlassenen Ort zu flüchten. Ich komme nach Hause, Lisa. I'm stuck like a pig. Zu Recht, mein Lieber. Ah.
Ah, immer dieses Nasejucker. Ich hasse es. Okay, hier gibt's nichts mehr für uns. Geguderler. Ich glaube, wir sind am Ende hier vom Spiel. Wir müssen nur noch der rauskommen und ich glaube, der Scheißkerl bäumt sich nochmal auf. Das ist doch sowas von vorprogrammiert, oder? Dass der Typ jetzt nochmal aufsteht und uns attackiert. Aber da ging es auch noch lang, wie ich mich erinnere, aus Outlast. Da kommt man auch noch in ein Badezimmer, genau. Aber da ist auch wieder nichts außer der Preis des Erfolges und ein bisschen Blut. Na gut. Ich mag trotzdem da nochmal entlang gehen. Ich mag jetzt noch nicht zu dem. Ich mag nochmal mitnehmen, was es mitzunehmen gibt. Wenn was Optionales noch hier ist, dann gehört's noch mir. So viel Zeit muss einfach sein, wie ich finde. Okay, auf irgendwas bin ich gestickert, auch auf die der höchstwahrscheinlich. Ja, der Wachmann ist auch kaputt. Na gut, das wird wohl jetzt gewesen sein, denke ich. Na dann ab zum Jeremy Blair. Das klingt schon, als wäre es ein Arschloch, oder? Wenn jemand Jeremy Blair heißt, kann er nur ein Arschloch sein. Okay, dann müssen wir wohl zoomen. Help me up. Ne. War klar. Hat er mich jetzt nochmal abgestochen, der Sack? Kann der mir nicht mal die Flucht hier gönnen, der Scheißer? No one can know. No one. Oh. Tja. Von seiner eigenen Schöpfung abgeschlachtet. In 2 Teile zerrobt war er von seinem eigenen geschätzten profitgeiler Wallrider. Aber abgestochen war es immer trotzdem. Eine Stichwunde gibt's. Er wollt's geheim halten. Bis zum Schluss. Ich bin mir sicher, da stellt man ihn nochmal seiner Witwe nochmal einen letzten guten Scheck aus. Okay, da ist ein Bär, da ist ein bisschen von seiner Wirbelsäule mit Bär, also vierteilt ist er anscheinend Woche, also da ist noch sein Oberkörper. Also wie man sieht, ganz friedlich verstorben. Da ist alles in Ordnung gewesen. Brustkorb guckt raus, ja, rest in pieces, Mr. Blair. Und jetzt nichts wie raus aus dem Hölleloch hier. Kerch brennt immer noch in der Ferne. Das sind die Militärfahrzeuge, die wir am Anfang schon gesehen haben, von Outlast. Und ein paar sind noch dazugekommen. Also wir können jetzt hier definitiv raus. Ich probiere mich jetzt mal schneller humpelnd zu bewegen. Das Bär ist am Arsch. Ein Schnitt in der Bauch hat es auch noch gegeben, einen Stich. Von dort aus ist Miles Abschauerei gekommen. Gucken wir, ob wir den Weg noch gehen können. Ich meine, das ist jetzt natürlich Nonsens. Wäre ich jetzt der Mr. Park, der Wayland Park, würde ich natürlich machen, dass ich wegkomme von hier mit einer Bauchwunde und mit dem Wallrider im Nacken, den ich natürlich mache, dass ich hier fortkomme. Aber ich glaube, der Hochkraxler können wir nicht noch einmal, oder? So wie das der Miles ursprünglich gemacht hat, können wir wahrscheinlich nicht hier nochmal hochklettern. Wäre ja schon geil, wenn das irgendwie möglich wäre. Auf der Endseite natürlich, warum? Warum sollte man das machen mit einer Bauchwunde und mit einem gebrochenen Fuß? Er kann ja nicht mal mehr springen, ja. Aber das war das ursprüngliche Gebiet und ich glaube, da sind wir reingekommen, genau. Tja. So schön, schön war die Zeit. Jetzt bleibt uns nur noch abzuhauen. Vielleicht mit Miles seinem Auto. Das braucht er wahrscheinlich eh nicht mehr. Hier scheinen die Schlüssel auch nicht zu stecken. Ich mag jetzt nur noch mal gucken, ob auf der Seite eventuell noch der Aufgang ist, die wir am Anfang nicht gesehen haben als Miles Abschau. Weil die waren ja verschlossen, die Dinger. Nicht, dass es jetzt mittlerweile offen ist. Ja, wir humpeln auch schon ganz schön. Man merkt es auch, wie die Kamera schwenkt bei dem Rennversuch von mir. Okay, nee, das scheint nach wie vor alles verschlossen zu sein. Das will das Spiel nicht, dass wir uns das hier angucken können. Okay, alles klar. Dann machen wir jetzt unseren Fluchtversuch. Und ich hoffe, dass wir das Auto von Miles nehmen können. Und dass wenigstens Wayland Park dem Horror hier entkommen kann.
Okay, die sind einfach durch das Tor durchgerast. Die Dinger kann ich jetzt auch nicht knacken, ne? Ne. Wäre auch zu schwer gewesen, wenn. Da ist der Miles durch. Und die sind hier. Ich gehe jetzt mal den breiteren Weg. Und da steht dann noch seine Karre tatsächlich. Okay. Wir machen, dass wir hier fortkommen. Eventuell müssten wir noch die der aufmachen. Warum auch immer hier die der zu ist und die Hände umgerannt. Ach, fruch mich nicht, was das wieder für ein Logikfehler ist. Aber ja, das blinkt schon. Drücke Viereck, um Miles Jeep zu benutzen. Okay, nix wie fort hier. Schlüssel steckt. Okay. Was ist jetzt noch? Ach du Scheiße. Das war der Miles grad, der vom Wallrider besessen ist. Ach du Scheiße. Ich kann auch gerade nichts selber machen. Das war jetzt gerade alles automatisch nochmal. Press that button. There's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. We got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoics with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Ja. Is hurting Murkoff worth that much to you? Ich weiß es nicht. Macht das oder kann ich das bestimmen? Ja, ich muss es wohl, ne? Okay, das war das Ende. Trophäe erhalten in Kupfer Whistleblower. Tja, ihr liebe Leid, das war Let's Play Outlast Whistleblower auf Pelzig. Ich muss sagen, von den ganzen kleinen Horrorprojekte, die ich jetzt bisher so gemacht habe, sprich The Walking Dead Michonne, Layers of Fear Inheritance und jetzt Outlast Whistleblower, war das mit Abstand verstörendste von denen, die ich gespielt habe. Allein schon, weil das Spiel wirklich dem Hauptspiel in nix nachsteht. Das DLC ist großartig gemacht. Man ist genau in dem Feeling drin von dem originalen Outlast. Und psychisch gesehen war das nochmal immens viel verstörender. Man hat wieder viele gesehen. Das sind dann nochmal die Voice Talents. Miles Upshaw ist tatsächlich auch dabei. Chris Walker, Father Martin, Rick Traeger, Wernicke, Stevenson, Eddie Glaskin, Jeremy Blair, Frank Manera. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Es war richtig geil, dass man die Leute nochmal gesehen hat und dass man auch nochmal um ein paar zusätzliche Spinner bereichert worden ist. Und das hat das Spiel nochmal richtig rundum abgerundet. Und ich muss sagen, richtig geil war aber auch die Sache, dass der jetzt das Material hochgeladen hat und damit Murkoff nochmal so richtig ins Knie gefickt hat. Jetzt ist halt die Frage in Verbindung zu Outlast 2. War Murkoff dort schon so richtig K.O. und hat sich nochmal zurückgezogen? Oder war das nur so Altlast von Murkoff sozusagen, die einfach nochmal so am Leben kalte Woche ist, um das Projekt mit der Outlast 2 Spinner sich nochmal anzugucken? Geht mich interessieren, um ehrlich zu sein. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin absolut endsfroh, dass es wenigstens einer aus der scheiß Arschstalt rausgepackt hat. Das persönlich ist für mich schon eine Art von Happy End, auch wenn man definitiv erfahren hat, er ist jetzt ein Gejagter. Er muss jetzt wahrscheinlich das Edward Snowden und Wikileaks Gründer Leben führen und muss staatenlos umherwandern, weil er als Whistleblower jetzt auch wahrscheinlich auf der Fahndungsliste ganz weit oben steht. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich gehe jetzt einmal aus dem Credit-Bildschirm raus, muss ich sagen, das Spiel, das DLC, war der absolute Hammer. Es hat mir tierisch gut gefallen. Es war verstörend, es war krank, es war brutal, es war widerwärtig wie Outlast. Ach. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch mal ein Like und einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Es tut mich sehr freuen. Wir sehen uns dann zum nächsten Horror-Let's Play. Ich weiß allerdings noch nicht, was das sein wird. Ich bin noch etwas unschlüssig und werde auch noch heute Umfrage auf Facebook veranstalten.
Also machen's gut, ihr liebe Leute. Das nächste Horror-Let's Play kommt bestimmt, wenn nicht morgen, dann ein paar Tage später. Also machen's gut bis dahin. Wir sehen uns dann wieder. Und ansonsten auch mal andere Let's Plays gucke, die Klassik-Rubrik und die Action-Adventure-Rubrik. Bis dahin, wir sehen uns zum nächsten Horror. Ayan Yankee.